Unser Wintermärchen-Journal braucht noch Signaturen. Und zwar aus dem Block. Ich habe das schon mal ein bisschen gesortiert. Die Papiere, die sich nicht eignen für Signatur, die tue ich mal auf die Seite. Und jetzt möchte ich doch gerne die irgendwie zuschneiden oder eben umfalten oder wie denn auch immer. Das hier ist jetzt zum Beispiel eins, wo man ganz gut falten kann. Schön in der Mitte. So. Oh, schön, habe ich gesagt. Und in der Mitte. So. Gut. Super. Voilà. Mitte. Und jetzt, wir wissen, unser Cover ist 16 auf 22. Und das habe ich gemacht, weil die, wenn man die in der Mitte faltet, sind die gerade ein bisschen mehr als 15. 22 hätten wir in der Höhe und jetzt ist die Frage, wie hoch wollen wir denn das machen, wenn das jetzt ein Bild wäre. Ich könnte hier den Rand abschneiden. Oder soll ich den Rand dran lassen? Das weiss ich jetzt eben noch nicht. Also, so hoch ist unser Cover. Das heisst, es müsste dann ein bisschen kleiner sein, wenn jetzt der Rand dran bleibt. Wäre es vielleicht 21, oder? Dann hat man oben und unten so 5 mm. Das wäre gut. 21. So, jetzt ist mir das aber hier ein bisschen zu wenig und hier ein bisschen zu viel. Das heisst, ich denke, ich schneide das Rändchen ab. Dann komme ich hier noch gerade einen guten Zentimeter weiter rauf. Dann habe ich zwar die Vögel hier nicht mehr drauf. Eins ist noch drauf. Das ist okay. Das ist okay. Aber weil da die Vögel drauf sind, kann ich das nicht umlitzen, weil sonst sind die ja nachher umgedreht. Ich kann es nicht runterlitzen, sonst verdecke ich ihr den Kopf. Und auflitzen will ich es nicht, weil ich sonst da ihre Füße abschneide. Oder? Also so rauf, das will ich nicht. Ich möchte gerne die ganze Person drauf haben. Also, Rändchen abschneiden und nachher dann oben abschneiden. So, ich habe gar nicht geschaut, was hinten ist. Hinten ist das. Das ist okay. Und jetzt haben wir gesagt, 21 werden wir es haben. Ein Vögel ist noch da, die anderen nicht. Oh, und das Schloss schneiden wir gerade ab. Im Schloss schneiden wir den Deckel ab. Ist das dumm? Ja, ist schon noch. Ja, es ist gerade so grenzwertig, hä? Nein, das kannst du nicht bringen. Auch ein bisschen weiter rauf. Oh, mein Hund schnarchelt wieder. Nein, es wird schwierig da mit den Vögeln. Ich will die wirklich nicht unbedingt halbieren. Ich möchte die gerne noch haben. Und dann ist das auf einer Seite so. Ja, dann ist jetzt das halt leider einfach so. Gottes Namen. Machen wir das so. Schneiden wir dem Schloss halt das Spitzchen ab. Sorry, Schloss. So. Ja, das ist jetzt halt einfach so. Das ist jetzt halt einfach so. So. Eins.
Gut, jemine, da wird es auch schwierig. He? Da wird es schwierig. Was schneiden wir ab? Was litzen wir auf oder respektive runter? Da könnten wir zwar runterlitzen oder auf die andere Seite. Das würde auf jeden Fall gehen. Und dann denke ich, machen wir das auch. Ich sage, habe ich es jetzt hier richtig gemacht? Sorry, 21, ja. Double Check, dreifach Check. 21. Ich nehme jetzt 22, damit ich beim 1 ein Strichchen machen kann. So, Moment. Also dem werde ich definitiv nicht die Hörner abschneiden. Nein, nein, nein. Das heisst, also unten muss auch noch ein bisschen ab. Was haben wir da? Ja, wir sind schon 2 cm weg. Zwei Zentimeter müssen weg, damit die ganzen Hörner drauf bleiben. So. Gut. Jetzt noch einmal. 22 und das Strichli geht beim 1. Jetzt ist, glaube ich, gut. Also, super. Ich litze es jetzt einfach genau in die verkehrte Richtung um. Sehr gut, sehr gut. So. Ich muss es ja oben runterfalten. Voilà. So, so. Genau. Und jetzt kann ich das ja auch nicht in der Mitte falten, weil sonst das arme Hirschli da irgendwie, ja, dem Seelenleid zugeführt wird. Das heisst, ich muss da hinten abschneiden und das hier falten. Das heisst, ich glaube, ich falte das erste Mal. Wenn ich wüsste, wie rum. Jetzt nochmal auf. So. Ja, mit dem Scoreboard würden wir das wahrscheinlich alles ein bisschen hübscher herbringen. Das ist sehr gut möglich. So. Und wahrscheinlich müssen wir den hier aufschneiden. Und jetzt müssen wir aber hier zuerst noch abschneiden. Und zwar, was haben wir gesagt? 15, oder? Check. 15. Aha, das ist, weil wir schlecht gefaltet haben. Ja. 15. Und weil es ein bisschen grösser ist. Es ist irgendwie, ja, 30,5. Also 15,25 wäre es ja theoretisch. So, also. So. Voilà. Gut. Das hier, das müssen wir jetzt aufschneiden. Alles gut gegangen. So. Jawohl. Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen weniger, aber ich glaube jetzt, also das erste
Für das Erste denkt mich das gut. Schauen wir mal. So. So, ja, das ist jetzt ein bisschen mehr. Es ist mir eigentlich noch so wurscht. Man kann dann am Schluss immer noch korrigieren. Und es sind ja nicht die einzigen Papiere, oder? Es kommen dann noch andere Papiere rein. Ich nehme jetzt zuerst mal die komplizierteren. Solange ich mich noch konzentrieren mag, schneide ich die zu. Also hier möchte ich gerne sicher das ganze Ross drauf haben. Theoretisch könnte man hier umlitzen und hier oben abschneiden, weil das kann man ja nicht umlitzen, sonst ist das auf dem Kopf. Also, dann würde ich sagen, litzen wir doch einmal so in die andere Richtung. Und zwar müsste das etwa hier sein. So. Und jetzt von hier weg 21. Ich tue es beim 22 her und mache beim 1 den Strich, dann haben wir 21. Und dann wir das abhauen. Findet ihr das auch so schrecklich, so tolle Papier einfach zu verschneiden? Da, mitten durch das herzige Killeli durch, einfach zack. Abhaken. Fertig geschlossenes Killeli da. So, und jetzt das Rössli sollte eben schon ganz drauf sein. Aber wo sind wir denn da mit 16? Oh, da sind wir aber nicht schlecht. Nein, mit 15. Oh, schade. Schon gemeint. Ja, dann muss halt das Schwänzli von dem armen Rössli ein bisschen leiden. He? Das Schwänzli muss ab. Sorry. So. Und jetzt so. Mal so litzen. Könnte man ja mal. 15, 2, 5 oder irgend so etwas. So, oh ja. Ja, passt mir. Habe ich es eigentlich gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Spitz für jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Am völlig falschen Ort rumgeglitzt. Warum? Was habe ich jetzt gesagt vorher?
Ich mache die komplizierten Papiere jetzt noch, jetzt wo ich noch mag. Aber liegt sie völlig am falschen Ort rum. Ah, ist das schade. Gerade eins der schönsten. Hä? Was habe ich denn jetzt da gemessen? 15? Hey. Also geht's noch? Da habe ich auch gemessen. Was soll das eigentlich? Was mache ich denn jetzt? Habe ich nicht noch mehr vom Vierteln abschneiden? Jetzt nochmal 2 cm weg. Da. Das ist ein bisschen dumm. Ach, ist das blöd. Ach, ist das oberdumm. Nein, es regt mich gerade auf. Es regt mich gerade mega auf. Also mal weglegen. Oh. Ja, genau. Und ich sage es noch. Oh, die schönen Papiere, nicht verschneiden. Okay. Also, da tue ich zuerst am richtigen Ort rumlitzen, damit ich nachher weiss, wie viel dass ich hinten abschneiden muss. Weil da möchte ich wirklich die ganzen Horn drauf haben. Oder? Dann schneiden wir halt da ziemlich viel Flügel ab. Vielleicht ein bisschen Haar weg. So, ganz wenig, so. So, jetzt einfach mal rumlitzen. Sicher am richtigen Ort ist. So, Herrgott. So, also. Und dann können wir hier unten ihre Füße abschneiden. Und hätten nachher von hier weg bis hier rauf. Das ist okay. Auf jeden Fall noch alle Flügel drauf. Umlitzen können wir es nicht, weil es hier Schrift hat und da müssen wir es schneiden. Also, ich schneide hier unter ihren Füßen. Da, die Blümchen dürfen noch drauf. Einmal das eine darf sicher noch ganz drauf. Ganz, habe ich gesagt. So. Einmal. So. Und jetzt. Am richtigen Ort abschneiden, bitte. Also 22. Das ich beim 1 anzeichnen kann. So, ich habe 21. Genau. Das geht weg. Sieht aus, als wäre ich krumm. Da. Bin ich krumm? Boah. Nein. Alles schön gerade. Es ist alles gut. Immer wieder sich selber beruhigen. Du machst das schon gut. Es kommt alles gut. Ja, alles. Es ist nicht ganz alles gut gekommen. So, und jetzt. Also. Double check,
Triple Check. 15,25 irgendetwas. So. Ich kann ja noch das herheben, was richtig ist. Jawohl, schön abschneiden. So. Ja, das ist nur noch ein kleiner Teil vom Flügel weg. He? So, und das stimmt jetzt aber. Jawohl, schön. Passt. Ach, nur das nicht. Oh, das dumme Röstchen. So, was haben wir noch? Haben wir noch etwas Kompliziertes? Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig, aber ja, mal schauen. Ja, das Häuschen, genau. Was machen wir mit dem Häuschen? Irgendwie weiß ich nicht, ob wir das nicht ausschneiden sollen. Oder als Bellyband könnte man das benutzen. Und dann das und das auch. Oh ja, ich glaube, ich mache das eher so. Das Häuschen als Bellyband. Genau, das gibt keine Seite. Ich habe jetzt 1, 2, was? 1, 2, 3, 4. Falls es darf bleiben, kann man eben schon überlegen, ob ich könnte es jetzt auch ausschneiden. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Also komm, dann machen wir jetzt hier noch die Blume. Der Weihnachtsstern. Oder was das ist. Auch mit dem Vögel, sehr herzig. Oder auch das ist doch jetzt so ein schönes Bild. Das kann man doch jetzt nicht einfach abschneiden. Wintertails. Oh. Oh. 21. Ja, gut. Wir müssen irgendwo da müssen wir abschneiden. Vor allem schneiden. Weil ich kann dem ja nicht einfach da oben ab den Kopf abschneiden. Ausser... Nein. Oh. Grässlich. Also, ich muss sicher hier abschneiden, dass die ganze Blume drauf ist. Und alles andere sehen wir dann nachher. So. Und jetzt... Ich habe es mit dem 1 her. Dass ich mit 22 den Strich machen kann. Völlig da, gell? Also, sorry. So, komm. Ja, natürlich. Ganz verrutscht. So. Gut, jetzt ist die Frage. Schneide ich da noch ein bisschen ab oder nicht? Ja, ich glaube schon, oder? Wenn ich ja will, dass das ganze Blümchen drauf Platz hat. Ich bin bei 15,25 oder irgend so etwas. Dann muss ich ja hier noch abschneiden. Ich falte es zuerst, dort wo ich es gerne gefaltet habe.
So. So. Genau. Und dann sind wir da bei 15, 2, 5. Nicht bei 17 und nicht bei irgendetwas anderem, sondern ganz genau hier. So, gut. Doch, da haben wir doch jetzt das ganze Blümchen. Das hier gibt natürlich auch ganz hübsches Bild und das können wir jetzt endlich wieder mal ganz schön in der Mitte falten. Judy Hui, ganz einfach. So. Zack. Und jetzt sehen wir dann auch, das wäre so eine schöne Doppelseite. Schauen wir mal, was wir hier abschneiden müssen. 21 wären wir irgendwo da oben. 22. So, ein bisschen von dem dunkelblauen wäre schon noch schön, wenn wir drauf hätten. Aber dann haben wir hier komplett keinen Rand mehr von dem. Ja, no, der ist halt so. Rand weg. Ui, der ist sowieso total krumm. Was ist mit dem Rand los? Hey? Also, krummer Rand kommt weg. So. Schade. Schade. Es nimmt schon gerade ziemlich etwas weg. He? Aber easy. Wieder beim 22. Also beim 1 kann den Strich machen. Ich muss mir das immer sagen, weil sonst, ja, die wissen, was passiert. So. Mit dem kann man dann alles sonst schöne Sachen noch drin basteln. Wunderbar. Gut. Ja, das muss doch fast in die Mitte kommen, so als Doppelseite. So, und dann das. Ja. Ich glaube, ich nehme das im Fall nicht rein. Ich habe das Gefühl, aus dem mache ich dann irgendwie Täschchen oder sonst noch irgendetwas. Ich glaube, das würde mir fast ein bisschen besser gefallen. So, da haben wir die ganzen Streifen. Hier gibt es Bellyband daraus. Hier jetzt noch mehr Scraps. So. Dann hätten wir hier noch eine Seite. Auf dieser Seite hat es so Label. Ich weiss nicht, ob ich die brauche. Muss ich dann noch schauen. Und die da müsste man alle dann so ganz hübsch ausschneiden. Da weiss ich dann nicht, ob ich da die Nerven dazu habe. So, das ist nämlich da an der Hinterseite. Und die da kann man dann schön ausschneiden. Die kann man ganz sicher auch irgendwo noch immer hübsch draufkleben. Und dann hat es hier noch ein paar Karten, die man gerade so kann benutzen, wenn man will. Da bringen wir dann ganz sicher auch etwas Schönes noch her. So, und jetzt wäre das hier für unsere Signaturen und dann brauchen wir dann noch ein bisschen anderes Papier. Ich weiss gar noch nicht, was ich für dich nehmen soll. Ob ich ihn Kaffee färben. Würde sicher auch sehr schön aussehen. Oder Tee. Das wird dann so ein bisschen heller. Vielleicht
Vielleicht machen wir ein bisschen etwas mit Tee. Sind ihr auch wieder dabei? Vielleicht, wenn wir dann Tee färben oder was weiß ich, uns als nächstes dann einfällt. Das würde mich mega freuen, wenn ihr dann auch wieder einschalten würdet. Und bis dann. Tschüss.